Herzlich willkommen bei Retrocast Sinnlose Let's Plays und heute mit Hidden Falls. Ein weiteres Spiel für Gelegenheitsspielerinnen, Gelegenheitsspieler und das Spiel ist schon länger draussen für diverse Plattformen. Es ist ziemlich simpel gehalten. Man hat da eigentlich das Bild, das ihr jetzt hier seht, also irgendwelche Zeichnungen, Maps. Und da müsst ihr verschiedene Sachen suchen gehen, wie es halt auf einem Wimmelbild auch der Fall ist. Wenn ihr da unten seht, hat es verschiedene Sachen. Ein paar habe ich da schon gefunden. Zum Beispiel Forscher Gerald ist fasziniert von der Zunge dieses Reptils. Also da haben wir ein Reptil und dann müsste auch da der Forscher sein. Der zeigt sie uns jetzt nicht mehr an, weil ich es vor dem kurzen Anspielen schon gefunden habe. Dann hat es da eine Riesenschlange, die man auch noch suchen müsste. Und dann Kiki der Affe liebt gemütliche Verstecke. Und da oben ist etwas versteckt, da schaut jemand aus dem Baum raus. Und da ist der Kiki, der jetzt da runtergefallen ist. Da wäre jetzt noch der und dann die einzige reife weiße Banane ist noch zu haben. Also müssten wir schauen, wo hat es da Bananen rum. Und da oben hat es einen Strauch. Drücken wir mal drauf, schauen was passiert. Und dann ist da auch die Banane schon runtergefallen. Du hast alles gefunden. Der Dschungel. Wage dich in den Dschungel vor. Ja, ich würde sagen, wenn wir uns natürlich die nächste Map auch noch anschauen. Wenn wir dann mal noch drücken würden, würde er vielleicht auch Fürsche gehen. Wie gesagt, das Spiel hat, glaube ich, ein Entwickler gemacht. Zeichnungen sind alle von ihm und auch die ganzen Töne, die ihr hört, hat, glaube ich, der Entwickler selber drin gesprochen. Und da haben wir jetzt eine relativ grosse, schöne Map. Und dann, der ursprüngliche Sitzplatz ist das kleinste Problem für diesen Mann in Not. Ja, müssten wir den finden, hä? Hat da jetzt einen Baumstamm, wo einer drauf hockt. Mann in Not, hätten wir den gefunden. Schöne Sache. Der elegante Jesse zufolge sind Nickerchen im Baumkronen noch immer das Beste. Okay. Er ist aber da, glaube ich, auch gerade in der Nähe. Dort oben hat es ein Bett. Da könnte natürlich die elegante Jessie sein. Und hätten wir auch gefunden in dem Fall. Dann müssten wir das nächste. Die Frau mit der Gitarre lässt Musik erklingen, die Herzen von Menschen und Reptilien erwärmt. Ja, lesen ist immer noch schwierig. Jetzt müssten wir eigentlich in dem Fall eine Frau mit Gitarre suchen, wo es noch ein paar Leute rundherum hat und auch das ein oder das andere Reptil in der Nähe. Ja, und da kann man noch auch an und weg zoomen. Ja, seht jetzt da auf die Schnelle gar nicht. Wir müssen halt ein bisschen suchen, mal ein bisschen schauen. Ah, da hat es eine Gitarre. Und es hat eine Schlange nebendran. Tja, da wäre sie in dem Fall auch gewesen. Ono wünschte, er hätte in seinem Tai Chi Kurs besser aufgepasst. Also irgendjemand ist da ein bisschen am Struggeln, fast am Umkehren. Wo könnte echt die Person sein? Also, kurzes Zwischenfazit da rein. Oh, schau, da ist er. Wenn ihr gerne entschleunigte Spiele habt oder halt gerne Wimmelbilder habt, dann ist das natürlich ganz sicher ein Bisschen für euch. Und man kann da überall ein bisschen interagieren, man kann Steuer an und an machen, man kann Büsche verschneiden, Ball, ja, da kann man jetzt auch nicht rumshooten, aber man kann mit fast allem oder mit relativ vielem interagieren. Der Fisch da, ja, der macht nichts. Das Bötchen können wir da zum Beispiel hin und her schieben. Da hat es einen Vogel, wenn man den anklickt, fliegt der weg. Also ich finde es wirklich noch cool und lustig gemacht. Oh. Hui! Wo das der ist? Tja, müssen wir mal ein bisschen suchen. Da hat es auch etwas, wo versteckt ist. Geht etwas runter. Brauchen wir das? Nein, da ist jetzt zum Beispiel etwas, wo wir nicht suchen. Dafür haben wir da König Kiki gefunden, den haben wir aber auch nicht gesucht. Könnt ihr noch lesen, was dort steht. Die anderen schauen neidisch zu ihm rüber, während König Kiki auf seinem Thron aus Bananen sitzt. Ja. Aber wir hätten gerne den Wui gefunden. Und da oben. Da springt etwas rum.
Und jetzt das nächste Gebiet. Nein, ich glaube, wir bleiben ein bisschen da. Schauen, ob wir noch das eine oder das andere findet. Denn der flauschige Panda tut das, was flauschige Pandas so tun. Fressen. Und ich glaube, da hätten wir ganz oben dran, hätte mal irgendwo so ein Bambusfeld gehabt. Ja, da wahrscheinlich ist der da irgendwo versteckt. Vermute ich mal. Und den hätten wir auch gefunden. Große, elegante Vögel legen große, elegante Eier. Ja, da müssen wir suchen. Da keine Ahnung, wo da ist. Da mal ein bisschen schauen. Ja, die Schlange sieht auch ein bisschen verdächtig aus dort. Aber wir suchen jetzt eigentlich ein Vogelnest. Da hat es ein Vogelnest. Aber das sind keine grossen Eier, das sind durchschnittliche Eier, würde ich meinen. Da vielleicht in den Bäumen irgendwo eins versteckt. Da hat es auch ein Vogelnest, aber es sind auch keine grossen Eier. Da hat es auch ein Vogelnest, aber ist auch nicht da, wo wir suchen. Da ist auch nicht da, wo wir suchen. Ja. Ja, bevor wir da alles wieder ein bisschen durchsuchen gehen. Ja. Gehen wir dann halt aufs nächste, würde ich meinen. Da könnte überall sein, wenn ihr mich fragt. Ich glaube jetzt das Krokodil, aber ja, ich glaube so auf die Schnelle finde ich da nicht. Ist auch schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn, aber so wie es aussieht, mehr gerade im Moment nicht. Ja. Sonst heisst es einmal SPG, suchen bis gefunden. Das haben wir zumindest schon mal im Militär. Ja, dieses Hühnchen war ein mundgerechter... Ja, lesen ist schwer. Dieses Hühnchen war ein mundgerechtes Häppchen. Ja, da könnte jetzt die Schlange gewesen sein, nehme ich an. Die Schlange, die da so verdächtig ausgesehen hat. Was passiert denn da? Ja, dann hätten wir das Hühnchen gefunden. Und den Reptil. Dieses Reptil kann über den Versuch... Ach ja, dieses Reptil kann über den Versuch eines solchen Amateurs einen Schmetterling zu fangen nur laut lachen. Also suchen wir einen Schmetterlingsfänger, da hat es mal ein paar Schmetterlinge rum. Aber niemand, der probiert die zu fangen. Und da hinten ist auch ein versteckt, aber wahrscheinlich suchen wir den auch nicht. Der hat zumindest kein Netz dabei zum Schmetterling fangen. Da jetzt ein Typ, aber der wird nicht fangen. Den Schmetterling glaube ich nur mal anschauen und bewundern. Da hat es das Reptil. Da hat es einen Schmetterlingsfänger. Jetzt ist da irgendwo ein Reptil in der Nähe. Ja, da jetzt sicher nicht. Ja, irgendwie sehe ich es gar nicht. Aber müsste wahrscheinlich schon der sein. Vermute ich mal. Im Moment bin ich einfach blind. Im Moment sehe ich glaube alles andere noch nicht da, wo ich sollte sehen. Ja, da muss das Bötchen noch ein bisschen umschieben. Da oben ist auch nichts. Krokodil oben ist auch nichts. Da hinten sind Taffen daheim. Also ich glaube auch nicht, dass man da Schmetterlingsfänger findet. Nein, ich glaube schon, dass der dort hinten müsste beim Lagerfeuer. Ja, einfach der blöde Reptil nicht gesehen. Wo ist denn da? Ah, da auf dem Busch hockt das aus, ja. Der Ornithologe ist gerade so ziemlich im 7. Himmel. Also Ornithologe, das sind die, die Vögel beobachten. Und irgendwo da unten haben wir mal ganz viele Vögel gesehen. Da genau. Und da hinten ist auch etwas versteckt. Also. Haben wir gefunden.
Nur ein versteckter Pfad wird dich zum Schamanen führen. Ja, wir können mal schon schauen, aber jetzt so auf die Schnelle einen versteckten Pfad da in der Höhle vielleicht. Nein, auf jeden Fall nicht. Ein Bambusheim oben irgendwo, da hinterm Netz, auch nicht. Da oben. Ja, sieht auch nicht aus wie ein Schaman. Und da ein versteckter Pfad, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht etwas. Ja. Also die Aussage ist auch ziemlich vage, ich glaube nicht, dass man da so schnell etwas findet. Ja, drin gehen wir doch einfach weiter. Und da ist auch noch ein anderes Element, wo da zwischendrin mal vorkommt in dem Spiel. Und zwar die Person, die da am Laufen ist, die müssen wir jetzt da. Dem müssen wir eigentlich quasi den Weg frei machen, dass er ins Ziel kommt. Jetzt müssen wir den Büsch müssen wegnehmen, da hat es eine Strickleiter. Das sollten wir wahrscheinlich noch runterlassen, weil er dort durchlaufen will. Ja, und den. Ja, die Vögel sind wahrscheinlich da noch im Weg. Und wo läuft er denn nachher da durch? Jetzt kommt er da oben runter und dann ja, sind da wahrscheinlich die Bambusheim auch im Weg. Jetzt sind die auch noch etwas stutzen. So Plattformen, die müssen wir wahrscheinlich auch runterlassen, wenn man so durch macht. Und nachher können wir das Fähnchen rauflassen. Nein, funktioniert nicht, hä? Ja, wahrscheinlich ist in dem Fall da schon gewesen und wir sind dann da hinten schon am Ziel angekommen, vermute ich mal. Ja, und dann kurzes Fazit halt nochmal, eben Spielvergelegenheitsspieler, solche, die gerne Wimmelbilder haben und halt gerne entschleunigte Spiele spielen. Da wäre es in dem Fall eigentlich auch schon gewesen von dieser Folge. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Hoffe beim nächsten Mal dann auch wieder. Lasst euch überraschen, was das als nächstes kommt. Vielen Dank und man hört sich.